ja Mauer, da bin ich her. Und somit grüß zurück zu Generation Zero. Eine ganz neue Aufnahme, wie du siehst. Ich blende es dir jetzt ein. Und zwar, es ist vor einigen Tagen ein neues Waffenpaket erschienen. Kostenpunkt 4 Euro mit 3 Waffen. 2 stelle ich dir nun vor. Eine habe ich schon ausprobiert. Wir fangen einmal mit dem Flammenwerfer an. Ja. Was soll das sagen? Wir haben einen Flammenwerfer bekommen und einen Bogen mit Sprengpfeilen. Den Bogen mit Sprengpfeilen, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich bereits ein bisschen ausprobiert. Ja, kann Spaß machen. Jeder wie er will. Ich werde wieder so objektiv sein wie möglich. Oder beziehungsweise, ja, ich werde mir jetzt nicht auf die Seiten vor die Entwickler schlagen oder hin und her und bla bla bla. Das musst du für dich selber entscheiden, ob das was für dich ist. Ich werde jetzt in diesen kommenden Minuten ein bisschen sagen, wie sie das spielt. Und der Rest entscheidest dann du für dich selber. Ich werde jetzt ein bisschen einen kleinen Kommentar dann dazu abgeben zu den ganzen Scheiß. Ja, ich nenne es mal jetzt ganz grantig Scheiß. Weil ich nicht weiß, wo, in welche Richtung dieser Entwickler hin will. Genau. Wie du das letzte Mal in der letzten Aufnahme gesehen hast, wir sind ja in diesem einen LKW stecken geblieben. Das habe ich ja mit lustiger Musik aus dem 1990er Film Stephen Kings S unterlegt gehabt. Genau. Und ich musste mich leider selbst zensieren, wie ich es halt schon öfters gemacht habe. Das wäre ja zukünftig beibehalten. Aber jetzt werden wir uns mal da auf den Weg machen. Ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, ich bin kein Freund des Basenbau hier in diesem Spiel. Da gibt es Lustigeres. Wenn ich eine Siedlung bauen will, spiele ich Fallout 4. Habe ich weitaus mehr Möglichkeiten, auch in puncto der Mods. Und 7 Days to Die bietet mir auch weitaus mehr Möglichkeiten und ist durch die Zombies auch lustiger zum Spielen. Sage ich jetzt mal so, wie es ist. Ich hab da jetzt ja gerade was gesehen. Da vor uns. Wenn ich nur treffen tät, was? Ja, es ist jetzt ein paar Tage her, wo ich gespielt habe, sorry. Es ist so. Drecksau. Entschuldigung. Wo hab ich denn die alte Lady? Na, die nicht. Dich brauche ich. Beste Waffe im ganzen Spiel. Habe ich schon, das nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wo die Entwickler mit dem Spiel hinwollen. Der gute Knobitobi dieses Mal, wenn ich nicht vergiss, habe ich schon gesagt, hau ich deinen Kanal in die Videobeschreibung. Er ist der festen Meinung, und da muss ich am leider jetzt da schon langsam zustimmen, dass die Engine einfach nicht mehr vertragt. Ist leider so. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Sind es zwei, das mehr machen? Oder in was für Richtung wollen sie gehen? Ich weiß es nicht.
Wollen sie jetzt einen Shooter haben oder wollen sie lauter Basis bauen? Dass du Basen baust. Muss da aber ehrlich gesagt gestehen, ich habe kein Interesse an diesem Scheiß. Nicht so wie es da ist in diesem Spiel. Im Endeffekt zwingen sie dir mit dem Basenbau, zwingen sie die einfach in einen, ich nenne es jetzt mal einen Kreislauf. Grinden, Basen vernichten, dann geht das Level wieder zurück und ja, das ist also ein komischer Kreislauf, kommt mir vor. Man, offen und ehrlich gesagt, war dies auch mitunter das letzte Waffenpack, was ich gekauft habe. Und werde insofern jetzt diese Entwickler jetzt nicht mehr unterstützen, wenn sie es jetzt nicht bald am Rüssel reißen und einmal das Ruder rumreißen bei dem Scheiß. Mir wären Story-Elemente bei Weitem lieber. Das muss ich da jetzt auch mal ehrlich gesagt gestehen. Ah, da waren wir schon erinnern, genau. Irgendwann einmal. Bevor ich im LKW hängen geblieben bin. Ja, es ist, ich weiß nicht, wo die Entwickler damit hinwollen. Ich bin ein bisschen sprachlos. Für was entwickeln sie es überhaupt noch weiter, wenn sie eh nur mehr aufs Basenbau aussehen? Weißt, ich werde die Geschichte, die Hauptgeschichte oder die Stories oder die Geschichten rund um die beiden Story-DLCs nicht kennt. Die Geschichten bieten so viel erzählerisches Potenzial, das hat das Spiel auf alle Fälle. Allein schon nur durch die Hauptgeschichte im Hauptspiel an sich selber, dass man da noch ein bisschen mehr draus machen kann. Traurig, ich bin eher ein bisschen, ja, traurig. Traurig ist es der richtige Ausdruck. Mal schauen. Wir werden es jetzt auf jeden Fall so machen. FNX Rising Update werden wir mal beiseite lassen. Alpine Unrest lassen wir auf der Seite. Wir werden uns jetzt rein nur auf die Grundstory des Spiels konzentrieren. Und danach, was machen wir danach? In Reaper kenne ich schon. Den habe ich jetzt schon zweimal bekämpft. Einmal da auf YouTube, einmal in einem privaten Erlebnis. Und danach werden wir, ich glaube, wenn sie nicht viel ändert in die Richtung Generation Zero mit Geschichten und sie immer mehr auf dieses Base Building und Basenverteidigung aufspringen, muss ich dann leider nach Alpine Unrest das Spiel beenden. Das tut mir echt leid, obwohl ich das Spiel eigentlich mag. Aber da kann ich ältere Spiele auch spielen, aber mehr davon. Viele davon kenne ich noch nicht, die auf meinen Festplatten herumwuseln. Muss ich offen ehrlich gesagt gestehen. Mitnehmen tue ich den Scheiß, ja. Anschauen werden wir uns hier und da mal was auch. Aber das war's dann auch schon wieder. Man könnte doch glatt, weißt du was, wir probieren es einfach. Ich habe ja 3, wie heißen die, Adrenalinspritzen dabei. Ich zeige jetzt einfach mal die Sprengpfeile. So schaut es aus, wenn du es anvisierst, da ist jetzt ein anderes Visier drauf. Wir werden uns das jetzt mal live anschauen. Das FNX Rising DLC ist, glaube ich, noch nicht getriggert da drüben. Ja. So spielt sie es mit dem Bogen. Genau. Kurz und schmerzlos. Aus der Distanz relativ okay, sag jetzt einmal.
Man kann schon getarnt bleiben, kann in Deckung bleiben und kann den Gegner auf den Schrottplatz der Ewigkeit verbannen. Gut. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel über diesen Schwachsinn an Basenbau und Basebuilding reden. Die nächsten Waffenpacks werde ich mir nicht holen, wenn es nicht unbedingt irgendwas ist, wo ich sage, ja, das könnte was sein. Weil da werden mir zum Beispiel, aber das werden sie wahrscheinlich auch nie angehen, diese verpackten Hitboxen. Genau. Wahrscheinlich sind es zu eitel, die Entwickler, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich war jetzt auch kurz davor, dass ich das Spiel beende. Braucht man nicht. Ich nehme es eigentlich nur mehr als Notwendigste mit. Oder das, was ich für mich wirklich denke, dass wir brauchen können. Der Rest ist mir dann eigentlich relativ wurscht. Wie gesagt, da macht es der Siedlungsbau in Fallout 4 bei weitem mehr Spaß. Das kann ich jetzt halt auch versprechen. Hui! Schönes Wasser. Ja, unser Mädchen hat schon ein bisschen gestunken, gell? Jetzt habe ich müssen mit ihr ein bisschen ein Bad nehmen. Ja. Du hörst es wahrscheinlich an meiner Stimmlage. Begeistert bin ich nicht. Jedem das Seine, mir das Meine. Da haben die, wie hat das geheißen? Jetzt hast du mir jetzt hast du mir ein bisschen durcheinander gebracht. Und zwar diese ganzen Road to WrestleMania aus die alten SmackDown vs. Raw Spiele. Die waren nicht lang, die waren nur knapp 4 bis 5 Stunden lang. Aber man muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, die haben mehr Spaß gemacht, als wie das, was du da jetzt mittlerweile kriegst. Genau. Da ist ein Wuffi, schau. Komm her, Wuffi. Einmal werden wir uns den ganzen Quagel anschauen, aber ansonsten ist bei mir eigentlich mittlerweile der Ofen ein bisschen aus. Wurscht wie groß das Spiel ist, wurscht wie klein oder wurscht wie unbedeutsam die Geschichte. Ich werde generell umsteigen auf Story-Spiele. Einfach momentan ist das... Oh Gott. Und das ist eine Sache, irgendwie... Das ist eine Sache, die macht mich momentan auch ein bisschen... Weiß ich nicht. Ein bisschen fertig. Im Prinzip haben sie nichts anderes gemacht, als wir mit den letzten Updates so viel Relais-Antennen und so viel Gegner auf die Karten gehauen, dass du halt einfach nicht weiterkommst. Ich sag's wie es ist. Und das Spiel hat seine Stärken, seine Schwächen. Also es gibt einige Großbaustellen, die hätte das Spiel noch immer. Eben die verpackten Hitboxen. Au! Ist noch ein Hund.
Dankeschön. Na, den nehmen wir nicht mit. Da habe ich keine Waffen im Bedarf momentan. Wie gesagt, ich bin momentan ein bisschen also, abgeturnt, ich weiß nicht. Das Space Building, ja, alles recht gut und schön, wenn es gefällt, dem gefällt es, mir gefällt es nicht. Also das Spiel ist schon so repetitiv im Prinzip. Man hat jetzt lang nur meine Gedanken drüber gemacht. Wo die Sonne untergeht. Nein, das machen wir nicht. Ja, das wollte ich eigentlich nicht spielen. Nö, das machen wir jetzt nicht. Wir marschieren zum Hauptspiel weiter. Wir werden uns dort diesen Unterstupf sichern. Kurzen Augenblick bitte. Okay. Sehr gut. Ja, ich brauche eine Uhr, weißt du. Damit ich es nicht ein bisschen übertreibe. Die alte Lady muss wieder her. Ah, du gehst da. Sag einmal. Gute Waffe, gute Waffe. Die beste im ganzen Spiel. So. Nein. Da sind die Ticks drinnen, das wissen wir eh noch vom ersten Durchlauf, klar. Sehr gut. Also die habe ich schon alle zerlegt, genau. Was hast du zu bieten? Einen brandigen Beschleuniger, sehr gut. Gesoffen habe ich heute eh. Der braucht, der beschleunigt meinen Brand, genau. So dann. Wir lernen unser Susel mal aus. So. Signalpfeile, leck mich. Die Sprengpfeile sind die besten. Momentan noch. Mal schauen wie lang. Gut. Wir verrahmen das, das können wir später alles benötigen. Später. Im Prinzip dann, wenn es an die richtigen großen Gegner geht. Oh, da mal auch weg. Okay, passt. Wir, ja, wie gesagt, das sind die, also nein, Flammenwerfer haben wir jetzt nicht benutzt. Aber ist ja wurscht, schau. Ich kann das jetzt noch mal sagen, Flammenwerfer. Das ist er. Steckt alles in Flammen. Ja. Ob das für die was ist, das muss man für dich selbst entscheiden. Dies war vorab mein letztes Waffenpaket, was ich gekauft habe für dieses Spiel. Und der Rest überliegt oder obliegt dann dir. Genau. Und mit diesem okay. Der gute Tenebris meinte, das wäre eine der besten Animationen. Schau. Ja, jeder wer er will. Ja, wie gesagt, ich bin halt ein bisschen, wie die letzten Tage, wo ich gewusst habe, dass das kommt. Ja, es ist, ja, ich kann das nicht erklären. Es tut mir echt leid, aber, aha.
momentan bin ich, was dieses Spiel angeht, sehr zwiegespalten. Das ist eine zwiegespaltene Beziehung momentan. Gut, die Fluchtburg, das machen wir vorerst nicht. Habe ich schon gesagt. Wir werden uns jetzt da zum Stützpunkt zurück teleportieren. Das machen wir alles nachher und später. Wir reisen nun daher und werden dann endlich mal ins Ackerland vorrücken. Und im Ackerland biegen wir dann links ab. Genau, so werden wir es machen.